Vereine an Gemengen spielen eine prinzipielle Rolle am Integrationsprozess. Dafür hat das Familien- und Integrationsminister einen neuen Appell lanciert am Kader vom Plan d'Action National für Integration 2023 mit dem Schwerpunkt auf Förderung vom Vivre Ensemble interkulturell an Vereine. In diesem Kontext wurden 5 Projekte selektioniert, die vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2024 laufen, und es freut uns, diese Projekte zusammen zu entdecken. Da kommt man, wir gehen mal gucken. Heute entdecken wir zusammen das Projekt Association Hub von der ISBL Equisolidaire. Das innovative Projekt bringt Gemengen Junglünster, Niederlanden und Betzdorf zusammen, für die Vereine zu stärken und das freiwillige Engagement zu fördern. Dank diesem Projekt können die Anwohner Zugang zu einem Guichet unique, den eine Vielfalt von Services anbietet, für lokale Assoziationen zu unterstützen und zu entwickeln. L'idée est venue un peu de mon expérience personnelle en disant qu'il y avait effectivement un besoin de soutenir le milieu associatif en général. L'idée, c'est de effectivement trouver les moyens pour soutenir les associations et d'autre part aussi de voir comment les personnes qui résident dans nos 3 communes, Junglinst, Niederranven et Betzdorf, de comment les mobiliser pour s'engager davantage dans la vie associative. Donc il y a des événements, on va avoir maintenant des rencontres avec d'une part toutes les associations pour définir exactement quels sont leurs besoins et d'autre part on va ouvrir bientôt une sorte de guichet, bureau unique où les gens peuvent se renseigner sur ce qui est le milieu associatif. Le cadre qui nous a permis de mettre en œuvre ce genre de projet, c'est naturellement le cadre PAN, intégration au niveau du ministère de la Famille. On a naturellement un partenariat avec l'Agence du bénévolat. Nous avons une expérience intéressante ici qui se déroule en ce moment à Junglinst, c'est la création d'un tiers-lieu. Partizipation in diesem Projekt soll nicht nur von der Seite der Bürger kommen, die bei uns kommen, aber wir wollen proaktiv sein und aktiv und Assoziationen rundtreten, und mit ihnen direkt über die Probleme sprechen, für zu wissen, wo können wir angreifen, wo können wir ihnen Unterstützung anbieten. Wichtig aber noch zu erwähnen, dass das neue Gesetzesprojekt von den SBL, wo aber auch neue Missionen auf die SBL zukommen, notamment auch Kontabilität, die aber mehr professionalisiert wird. Und da spielen wir dann auch eine wichtige Rolle für sie dann aktiv dort zu unterstützen, Transition zu machen.